Das Hospiz auf dem grossen St. Bernhard kennt man heute auf der ganzen Welt. Und das ist einem ganz besonderen Bewohner zu verdanken. Vor langer, langer Zeit ist in diesem Hospiz nämlich etwas Wunderbares passiert. Es war eine kalte, dunkle Nacht, hoch oben auf dem grossen St. Bernhard. Nur eine Kerze in einer Laterne hat den Kleinraum beleuchtet. Im Heu sind 3 kleine Bernhardiner-Welpen bei der Mutter gelegen. Sie sind gerade frisch auf die Welt gekommen und haben die Augen noch zugehört. Der Ordensbruder Benno, ein Ordensbruder vom Hospiz auf dem grossen St. Bernhard, hat geschaut, ob es allen gut geht. Ja, brav so, Kira. Ganz schöne und kräftige Kinder hast du. Brav, ja, brav. Schau mal, der sieht aus wie ein kleiner Bär. So gesund und kräftig. Ein richtiger Bärenmanni ist das. Barry soll der heissen. Und sein Brütsch taufen wir Rex. Und du? Du bist ein Mädchen. Du bist Asta. Asta, Rex und Barry. Der Benno hat der Barry auf den Arm genommen und sein weiches Fell gestreichelt. Es war weiss mit braunen Flecken und um die Augen hat der Barry schwarz, fast wie ein Panda-Bär. Am Barry war es so richtig wohl beim Benno. Er ist sofort tief und fest eingeschlafen und hat zufrieden vor sich hergerunzelt. Kira war stolz auf ihre Jungen und hat mit dem Kopf der Benno angestossen. Und so haben der Benno, Kira und ihre Jungen die kalte Nacht eng zusammengekuschelt beieinander im Heu verbracht. Draussen hat schon der Frühlingswind an den Fensterläden gerüttelt und unten im Tal war es schon warm. Aber hier oben, auf 2400 Meter Höhe, ist es noch lang gegangen, bis der Schnee und das Eis geschmolzen ist. Nach dem Frühling ist der Sommer gekommen. Und die 3 jungen Hunde sind schon zu kräftigen Bernhardinerli hergewachsen.